A du mat enke herzlich willkommen an der Sendung Tolga Show am Joss Holling, die Sendung déi zu betten op dem Mess abgeholget, haut ze mir am Studio an hun Witien Hai, also dat immer ganz schlechtech van Leiitech op der Stroos gesinn as so Hai si der net den Herr Holling, der sit da vum Pro der Media. Ich muss du froh an so se dabei mich komme der net Geld. Genau. Also mal bisschen der se eng Assoziation eng ganz interessant Assoziation Geld. Ja, wir nennen als SPL Ami, wat soviel hecht wie Almonie mat Ideen. hun als 2000 gegrünnt man Ziel fir gut Sachen zu machen an fir de Patrimoine vum Süden wenig an der Rie zu halen. An so si immer ze Summe kommen an 2000 Spruch firstalt l'Evolution de la Sidérurgie et d'Ech an dat war direkt noch vollech so dats ma 2003 als Zweetbuch schon firstalt hun. An der Präsenz vun der Grande Duchesse Maria Theresa am Lycée-Technik zu Lalling, wir waren so überrascht von dem Erfall von den zwei Büchern, dass wir geknobelt hun, an dass wir 2006 Bemol nach einer Freund fand hun, die sich aber mit diesem Namen nicht konnten identifizieren. Die gesagt haben, wir sind noch keine Almonien, den Namen den können wir nicht beibehalten. Und da haben wir angefangen zu quaken und da sind wir Tasche Fresche gehen. Und da haben wir das Drittbuch auf den Marché gebracht, was geheischt 100 Jahre reicher Bilder Geschichten. Und wie wir dat dann fertig hatten, an binnen 3 Wochen der pur ausverkauf war, wo wir gesagt, wir trennen unsere Imerem Lever der Almonie. Und so sind wir im Almonie. Das ist interessant. Wenn ich noch das Buch gucke, das Buch ist nämlich ganz interessant. Wir haben ein Foto, weil es ja an einem gewissen Alter, wo ich alles, was früher war, du denkst dir nur Dölzestraße, haut aus deinem Fußgänger so früher, du war eine Straße durch Dölzestraße, gell? Und wenn ich das, also bis man denkt, das ist wahnsinnig, aber wenn ich dann an den Porto guckt, dann ist einfach flott, die Bilder zu gucken, für allem, weil du einen guten Zweck hast, aber ich meine, du hast auch ihre Kollegen mitgebracht, gell, den Herr Kemp, das ist ein ganz spezieller Mann, weil das ist der Fotograf, oder nicht, ist das so? Ich kann mir das selber vorstellen. Das ist Herr Kemp, Fredi, wir haben uns kennengelernt, der Jahr haben wir da Spruch gemacht, an du hunn ich gefrot, ob ich kein Foto vun der Arbeit hat. An du huet Fredi immer ugefangen se Geschichte zu zählen, méch menggen he kind ze selber zählen. Ja, mir sind zu Summe no Mitte simmer zu Summe mat den Hën am Mittendal zu Biergem Trëpple gegangen. An do huet de Robby mech gefrot, Fredi, hust du kein Foto méi vun der Arbeit. Du so de Stach schon danach. Da komm gucken, du hast gucken kommen, schon ich im Foto gewissen. Du hast gesagt, du hast aber nicht gesagt, dass du so gut Foto gingst machen. Willst du nicht mal mehr auf die Arbeit gehen, für Fotos zu machen, für ein Buch? Ich so direkt, da, ich gehe mal, das ist mein Hobby, ich mache gerne Fotos. Also du sind wir zusammengekommen. Aber wir sind nach Hause zusammen, ich mache Fotos, an heimisch den Text, an Bücher geraten, immer ganz gut. Ja. Na, das ist so flott, weil Fotos sind wirklich an einer exzellenten Qualität. Also ich fand das noch ganz sympathisch, das hält ja auch jung, Fotos zu machen, oder? Ja. Also ich meine, also mein Haupthobby ist Landschaften, an Kanna. Ich meine, ganz gut Foto von Kanna, und auch für Landschaften, das ist mein Hauptgebiet. Aber ich gehe nicht mehr so viel raus wie 4 Jahren. Das hält ein bisschen auf. Ja, muss ja mit der Zeit auch ein bisschen mehr los machen. Ja. Zumindest wenn du Pensionär bist. Aber ich meine, was du flott hast bei dir heute sagst, weil hier ist nicht einfach so ein Büchelchen, was du so dick hast, wo in 20 Fotos dran ist, dann das jetzt so, hier ist das Büchelchen, so, das kannst du so und so viel, weil da tötet sich. Nee, das sag ich nicht, weil hier ist ein riesiges Buch, auch für allem. Herr Kuhn, das ist auch für einen guten Zweck, weil der hat mir gesagt, mehr verdienen gar nicht drüber, immer mehr so kriegen, von den Benefizen, die du da hast, da geht das für einen guten Zweck angesagt. Und das ist ja die Idee speziell auch extra gut, oder nicht? Ja, also das ist so den integralen Benefis von unserem Buch, von unserem Bücher, kann ich sagen, als immer für einen guten Zweck. Wir weder Memberskaten nach immer Subsidien von irgendeinem, wir merken schon immer Leute zu finden, die uns unterstützt tun. Leider Spitzenpositionen. Und da will ich speziell annehmen, Madame Gesundheitsminister, Madame Lydia Mutsch, Burgemeester von Esch, Madame Vera Spautz, Generaldirektrice von der Edipresse, Madame Frank, sowie Madame Antoinette Lorang vom Front de Belval. Und wenn ihn dann Personen trifft,
die dann wann in denen hier se Idee dann erklärt an die dann dort bewäsch fuhren so ja so muss man unterstützen, dat mischt dann dubelfred. Echtens mal weil Leute find, die Sache unterstützen, an zweitens wann den dann die Sue kann spenden für Äsche Assoziationen, dat will ich schon noch dabei so, das immer für Äsche Assoziationen, wo man dat Geld spenden. An das et leit an net grad fest wie ja wer da wo, méi loss man molle Benefis machen, an der Schweze man wat der Burgemeestriwer win Geld kritet. Ja, ich muss auch so der so geschwetten du mé den direkt tun, dat sind eierlech Leiit, die schaffe wirklich eierlech, du gett net gesot sovi Sue kënne ran, da gimmer enke gut man wëssen hei neich gesot, awer dat oft huet den Heizel so bisssen denk den das zu dann schlecht investiert ze bei Jech, der kommt so opleit zo an mé den noch wirklich dat immer Täser seel also dobei se dann dat fan ich auch wirklich super wo näher seit die doch hunnech gesinn den 12. November du der nämlich eng Akademik oder net Eng Seansakademik am Mäscher Stadthaus 6 Auer all Mëngers willkommen die willkommen. An ich muss dabei so den Dach offrieren mat de Leidebuch an enger Edition limité, wo Postkarten dabei sinn, vun den Postkarten as eng Postcard war eng Serigraphie vun eurem verstöwene Kolleg vu Marcel Reichlingers, die den Heigewe vun Terrouge durchstellt. An op die Postcard kënnt de selwechen Timbre, dat se personaliséierten Timbre, de man Mäche gelos hun. An den Dach vun der Präsentatiun vun eurem Buch den 12. November losse mat die Postkarten zueg an der Herpost stempelen mat engem extra Stempel. An ich kann all Mënch so et ginnnemmen 100 Postkarten. Keng méi, keng Manner. Et ginder nëmmen 100. Et soll eng Raritéit bleiwen, an ich kann nëmmen all Mënschen zou animéieren sech so Buchlängestichen ze kommen. Ja, also ich meine, du darfst das nicht verpassen, also unbedingt das nicht verpassen. Und der Escher Gemeinde 12. November Zeit, das Ursingauer, wir sind natürlich auch mit der Kamera unterstützen wir natürlich auch ein Vielmals Merci unseren Produzenten, also Pro Sound and Media, die wirklich gesagt haben, dass das einen guten Zweck haben. Wir müssen unbedingt auch Bilder machen gehen. Und das fand ich ganz gut. Wir kommen ein bisschen das Buch, was du rauskommt. Foto das wo der Storbe bis méi baséiert schmelzen oder wat du geholle? Nee, ma hunn en Potpourri gemacht vu ganz. Wo ganz ja. De Wert vun de Schmelze nummer méi geluet op Terrouge, Well Terrouge wenig an de Vergiersgeroden ass. Die Schmelz die ja schon zo vu 1907 ze Jun steet haut nemmi viel do. Sie waren wenig populär gi wie Venedig do opgeriet gi war. Du warch mat még Frend man Fredi och Foto merken. An ginne wenig op Terrouge ran, wann ich de Leide lo soen, dats die Schmelz 1870 gegrinnt gin ass vun engem Mäscher not der vum Pierre Brasseur an die Schmelz die hat 7 nach nimm fir d'Dächer waren dëmmer Dalschmelz oder d Brasseur schmelz. An wann ich de Leiit zo der 1897 eng schrekkelech Katastroph do geschiet ass. Do sinn opéku 11 Todecher. An den Historik iwwer die Schmelz Terrouge, déi beschreiben wir wenig an eisem Buch. Schmelzt demol 6 Meint, wo d'Schmelz net gangen ass. Et wären eng Schodier war explodéiert, sämtlech Wand an Dampfleitungen sinn explodéiert. Et wäre wie gesot 11 Todecher BQ an vill schwéier Verletzter. Dat wees haut ke Mënch méi Schwezer kind do drwer. Sogural Ächer die wëssen dat. sinn awer alle Ächer gell as opfallch lo Ech muss awer so dat mech bisssen so fasziniert méi Pap den ass immer seg peische Gernen an dat do wo Tankstelle ass vis-à-vis du ja dat Gebäi, wo de Laboratoire du sind zu Trappen opganen a du sinn dat die Leiit fir der Arbeit die sinn hier Peido sichche gerne. Mille Fro Weppe schon ha sinn, ich muss do vun der bësse profitéieren. Ech hat immer am Kap oder ich kann mich auch loieren mit Terrouge waren do 6 oder 7 Heijowe. Kan der Stunde erinnern? Ja, sind der 6 gewesen. Gesehen, es sind ein Lächer, weil ich schon immer, was Leute mich gefragt haben, dann habe ich gesagt, ich bin mir nicht sicher, ich meine, sind der 7 und können aber auch 6 sein. Ja. Aber das so immens flott, ich meine, du kannst nicht mehr jeder so die wo nicht, also noch aus der Stadt oder egal wo das der Lono guckt. Ich meine, das tun das wirklich, das Buch, das ist eine Dokumentation, das ist nicht mal zu bezahlen, so nicht, weil die Foto, der hat so schön Foto gemacht, aber für allem, wie das so zusammenzusetzen und dann noch für einen guten Zweck, wo geht das dann nach Haut? Also ich kann mir so ein fantastisches Kompliment tun. Merci. Ich will aber ein Buch hinweisen. Als Buch aus 200 danach Seite stark. Es soll keine Dokumentation sein vom Beginn von der Geschichte bis zum Schluss von der Geschichte von der Stadt.
Et soll in dat Buch lesen als eng Art Geschichtsschnëpsele giwech so. Dat heecht mo ganz klein Geschichten dran, zum Beispiel de Lo so geschwerdech well iwwerrasch vun de Paien, du hummer eng Geschicht dran, wie dat fréier geschieet ass, wie die Paien iwwerhab op Wirker kom sinn. Die Paie si jo net Wirker geflünn, an déiäit sinn schon nach keng Firma ginn, die Suen ausdroegänge. Sie waren zu an der Envelopp ge? Ja, dat war so. Dat se so 2 Deeg fir Paidach, dats 2mal de Moun Pai ginn, sinn die Suen mat enger Kamionett, mat eng Arbeitskamionett, eng blendéiert Kamionett, sinn déi op Wirker gefouert ginn a Begleedung vun der Sûreté. Vun der schwéier bewaffneter Sûreté. An die Sue sinn op Ball wiek an der Kees deponéiert ginn, an dann sind Paien Lohnbüro vum jeweilige Wirk sinn déi gemerk gin. A Paidach selber hunn dann Markeuren an déi vum Lohnbüro hunn dann die Paien ausgedroe. An Nëtschicht huet der Mores Fréikrit mat der Fréischicht an Mëtteschicht huet Mëtteskrit van Schichtwiesel war. So ass dat gang. An fir nach enker Dr hinzeweisen, déi wee, den die Kamionett aus der Stadt aus dem Herbsitz geholl huet, fir op Wirker den ass Alkeiers geënnert ginn. Fir engem Iwerfall 4 ze beigen. An dat hummer an eisem Buch och beschrieben. Ja, méi Pap den huet op der Arbeit geschafft ans ganz Famill. Dofir ich wie simmer nach wo ich kommen. Also, dat is wichtig, weil ich noch méi Leben lang op der Arbeit geschafft, dofir so auch der Arbeit immer Merci. Me war dat dann noch bisssen so, ich kann mich als Kan immer bis erinnern, immer bis erzählt gi hatte jo freier zerch ganz Wirtschaften. Wie war der Pai da war, hat Männer sinn hier so sich gern hier verlopp. Dann hunn se sech also mal so bis klengs geholl wie Patrouillen zu go. War dat so? Ja. Geld also ist ich kom net genau ist der Zeit Spenge Zinsbauer 50, aber trotzdem dann hunn leider bis profitéiert, dat ges so Patrouillen dafür sind doch freier soviel Wirtschaftskin. Ja. Ich kann echt en klein Geschicht zählen, die an meinem Buch steht. Do sinne derbeter ginn, die hunn Pai dohéim aufgeliefert, oni Pai tut an oni Paizide. A wann d'Räder gefrot huet, wie ass dat méiglech, den Oper, dee bringt ëmmer eng Paitut, man Paizid leem, dann huet de Mann dann erkläert, ma sinn doch net domm am Kap, fir den Patro Paizut ze bezuelen an non nach de Paizide. Déi Suen, die kënnen wir reich spuren, hei huet Geld, dats da besser so. A wie dat kom ass, dats de Patral zuen op Bank iwwerwiesen huet, du huet moll vill Fraen hunn dummel er net geholl, wieviel ihre Mann iwwerhap verdient huet. Ja. An die Leiit, die Joerbechte Düncht dann immer Geld vun der Pai aufgezweicht, fir e Pat trinken ze goen, no der Schicht. Das die klein freie als Männer die soll hun haut es der geht dat net mir so well gucket Frau schon du he im Internet war du kommt also net die Herren das ist so sehr Zeit ja an ich gebe so gerne nach der soviel Schwätze mir dafür unseren Produzenten her Steve Nilles auch gesot mehr gehen den der du in der Filme kommen mehr unterstützen sie gehen da noch filmen also nicht vergessen den Mittwoch den 12. November da das im Ostingauer kommt alle Götten op Dächer Gemeng mehr sie natürlich auch an stand her Camp vielmals merci dass auch matt kommen sieht gell ganz war dat ich finde dat kennt alles zu Herz an der Herr Kuhn vielmals merci dass auch im Studio war merci dass das formidabel merci. Okay am gesinn aus den 12 gell gerne merci voilà, an am Studio der nächste Gast der West Talk a Show an den zweiten Deel du Gast an dat Sänger. Andemmer dat wir dann schon zweiten Deel vun unser Sendung Talker Show am Schoss Rolling haut am zweiten Deel Jo Talk am echten Deel an der Show am zweiten Deel Sänger ha am Studio an sie ganz froh ha am Studio bereessen ze kennt de Patrice net de Patrick nämlich Has den haut am Studio as dat se Schëfflinger Jong aber as Updating vun gern also ze Patrice. Ja moien ja. Ja. Also am Nummer mal okay Fehler wat Jo haut ist der schwéier as das van den Haut als Lützeboier seet mein Dram as sange mein Dram aus Molenkefleit den CD ze még Dreem ze verwirklichen an der mcht den CD aber wie da bisssen op dem Mat ze bringt das bisssen eng anders an Schmengen dofir si jo do professionell Medi ganz froh wie de Leute ze hëllefen die bisssen an dem Bereich schaffen an degem Fall huest du en CD gemacht as dein echten CD ja? Nee das schon mein zweiten CD dat hicht den echten CD den hunne schon oder dat sind aber schon 20 Joer zurück 20 Joer hun der Tisch en klein Paus gemat oder so bisssen eng Großpaus gemat
an hunn ich 24 Jahre ugefang mat Stecker ze schreiwen an nur no még CD zu produzieren. Dat so flott also schreiben, dat leng ich kann mich erinnern, als Jugendliche wollte ich immer Texte schreiben mit dann nicht Melodien net so ich fand. Dat heißt, schreiben ass dat doch Text plus Melodie. Ja ich mein alles ich mein den Text und Melodie am Funken an als sehe ich immer Melodie bei mir. Und dann gët no en Text opgeschriwen. Mo belenke wann den mischte nullchte Di en CD produzéi, wann lo Texter schreift wie lang Bau lo wie dit ass dat Appppes wat sich spontan kënnt, wos du sees lo hunnech Melodie lo hunnegent fircht wie dat do géft mir eventuell gefallen, a dat du den Texte schaffst du do lang Dich do runnne oder wie geht dat? Dat verschieden heinst du net so lang heinst du mir lang, dat kënnt immer dro Thema wat den sich dann rauswielt. Dat muss auch ein Thema rauswählen, was der will schreiben, über was das soll gehen. Thema, wenn wir beim Thema sind, lebt Natur oder gehe ich mal einfach so, Sport soll ich nicht oder irgendwie so etwas. Aber also bei der so wie ich ein bisschen rangelegt, ein bisschen mehr Gefühle. So, ja, mehr darauf sind, ja. Das heißt, so wie es dir fühlst, ich denke, da lässt du wie ein Text, eine Melodie. Ja, es kommt nicht immer darum, wen sich fühlt. Also, sind mir die spontanen Ideen oder das Thema, was ich mal raus ich überlege mal, was sollst du schreiben und dann, ja, dann entsteht schon eine Idee. Was schon ganz gut fand bei den CD, du hast ja gesagt, du hast da 2 rausgebracht. An den letzten CD, die ist rausgebracht, hast du schon lange umgehört eigentlich, ja? Ja, die ist schon 20 Jahre umgehört. Das ist ja schon nicht so aktuell. Also mitten net gereint, wenn man se lo praktisch gi an der Wand daran, aber wann dich die Schegagent fährt mat den Schene Bëcher, du kann immer so kann mehr so wat will. Die scheinsten Insel se de Meer abpalmen ersand. Aber mehr hun ha an unserem Klima hummer ja die feier Saison an Mitte weg gedet wat ass awer ons letze bei Lsche Schein Reen op ménger Fenster. Ass dat richtig ja. Dat ass ein Titel vu ménger CD an no Lied wat drüber. Wie kannst du be? Das moch spontaner gefallen. Och Melodie ass mar spontaner gefallen an engems hätte ich doch schon die Idee fir empfang Reen op ménger Fenster an ja dun dat so opgebaut run. Ass dat lo gonne kom, dats du mo weg an dus rausgeguckt, dat verreen op der Fenster Das einfach spontan eng Idee kom die an de Kap kennt. Du kann ich net so en wieso fir wä so eng Idee an dann flott. Die Leiit die lo der so lo do no lauschten an noch mehr lauschten nämlich Schlo wat jo ganz wichtig ass man du schleng e ganz klein Pause gi so die Ma nämlich direkt weil ich Leiit sinn natürlich lo ganz gespannt die welle wisse ja de Patrice wat mechten da wie Musik wat singt eigentlich stös an unserem Videoclip den eigentlich für der selber gedrängt kin ass fantastisch Komplimente mal wenn ass an enger ganz guter Qualität as gedrängt gi wo das gedrängt zu Palma wie ich an der Vakanz war hat ich Kamera mat an hunch gedet op Filmmolle bëssen dorop sinn fir dann so Clip ze machen. An dem Clip ha do ass dats an de Mittle, ja? Do sinn d'Lieder alle Gotten, die op der CD drop sinn bëssen so gemixt gi. Ja. Okay, es si gespannt, der se gespannt, also Technikers gespannt, da loss man den Clip einfach lummer einfach lafe. Forever I will understand and hold your hand to komm darf also mir durchbleiben für immer und komm darf fern mein Fenster das statt Geister an der Null alles sitzen am engen Zimmer ganze Langheit ohne dich so was will ich dir gedoen kannst du mir das mal soen stelle mir viel frohen du komm bleib da einfach hei bei mir weil ich verstimme doch so gut mal dir ja ich werde dich
dauert. Ja, ich werde auf dich warten, da tun ich dir versprochen. Und nur der Wette lang gehen, da das der reinste Wahnsinn. Und ich muss auch nur lehren, ohne dich zu sehen. Come now and tell me that you stay here forever. Come now and tell me that you stay here. Ja Patrice, da kann ich immer so en Review-Bahnmengen Schulgarder se Technik huet bësse gelert als Produzent Mng de Bas der Strossen evakuieren do geloste a Spien well dat sie schei Bilder schmenget das ganz romantisch fand ich das ganz rouig fir an allem, aber schmengen wat flott ass, et kann ich nämlich den Videoklippen, die du hues, die kann in dem Jo op YouTube gucke go oder net. Ja schon all kleng Videoen, die ich gedreht hun so op YouTube gesät, an noch op Facebook noch eng Facebook seit ja. An noch op ménger Homepage. Also du bist eigentlich ganz aktiv, dat heißt, ich bewundere die Leute, die ihre Spaß, weil das auch ein bisschen der Zweck für die Sendung. Ich meine, der Patrice hast du nicht mit nach einer kommen, weil gerne will größte Star gehen, das man sicher nicht. Aber der Patrice hast einer kommen, weil er etwas gemacht hat und will da der übermitteln, will weisen, ich eine CD gemacht, da man ein bisschen Spaß darüber. Da können natürlich auch den CD kaufen. Geht es den am Verkauf? Ja natürlich, den CD geht doch zu kaufen. Schon sie zwar lohnt an die Geschäfte, aber für ihn den interessiert, dass die bei von nehmen auf meine Homepage zu gehen, patrice-has.com. Und dann kann nie das Kontaktformular können sie bestellen und dann kriegen sie geschickt. Ja, das ist auch flott, dass eventuell, also es ist ja so, den Ziele, die du hast, weil das ist ja auch so, wenn du irgendwie ein Verein du hast, die seht, hey, soll mir nicht die jungen Menschen bei uns zuhören, wenn wir so fest tun oder am Sommer nächstes Jahr, wenn wir auf der Wand, da kann man Wand auf Hause ein bisschen kahl, also das machen wir ja nicht, aber da kann ich dich auch eigentlich kontaktieren, oder nicht? Ja, kann ich mich auch kontaktieren für so einen Event, für zu sagen. Auch über meine Homepage, da kann ich Kontakt mit mir abholen und dann ist das kein Problem. Du hast ja 2 CD gemacht. Du interessiert mich natürlich ein bisschen, du hast mal früher, du hast mir gesagt, du schon 20 Jahre bist du ein bisschen an der Branche dran. Ja, schon gut 20 Jahre. Früher hast du ein bisschen mit Elvis gemacht. So, ich habe angefangen mit Elvis Lieder singen, Elvis, Frank Sinatra und Tom Jones, mit denen Sachen habe ich angefangen. Und da habe ich mal gedacht, für eigene Sachen zu machen, da habe ich mal Keyboard gekauft, ich habe mich ein bisschen gelernt, Keyboard spielen und cool. Da habe ich dann angefangen, eigene Sachen zu machen, ich hatte eigene Ideen. Und da habe ich auch gedacht, für mal Lützeburg Sachen zu machen, weil auf meiner ersten CD da sind noch Lützeburg Stecker drauf. Und ich kombiniere nochmal so Lützeburg Stecker mit englischen Stecker, also zusammen wie auch auf der aktuellen CD, da sind 2 englische Titel drauf und 3 soll aber alles Lützeburgisch. Ah, ich fand das super. Also, das sind so Leute, die mir ganz sympathisch sind, weil für allem schon selber etwas produzieren zu lassen und dann so wirklich Texte schreiben, Melodie schreiben, da kann ich nicht mehr drehen davon. Ich habe ja eine CD raus mit Marina, aber das war ja kopiert, gell, vom Rocco Granada, gell, das war ein bisschen kommerziell. Das hat mir aber riesig Spaß gemacht, gell. Das ist auch da, wo ich ein bisschen lehre. Ich meine, du hast das 24 Jahre, hast der Elvis gesungen, du hast Frank Sinatra gesungen. Und da man kann denken, die Punkte sehen, so, da will ich etwas selber machen. Also das ein bisschen so Lebenswirk, weil bei mir war es so, ich wollte immer als Kind schon eine CD machen, gell. Und ich finde es ja ein bisschen erfüllt, weil ich ja Marina rausgebracht habe, noch bei einer Maxi-CD. Das war so Wunsch. Ich habe mir den erfüllt. Okay, das war eine Etappe in meinem Leben. Du hast den Fernsehen gekommen, immer mehr, und das macht mir riesig Spaß. Bei der, also da so ein bisschen in die Richtung gerne. Das gesagt, ich vielleicht eine CD schon nicht, also so ein bisschen in die Richtung. Wie gesagt, der nächste Gedanke, den ich hatte, für Musik zu machen, das war, wie ich die echt Elvis-Placke hören habe. Da habe ich mir auch nur selber Elvis-Placke gekauft. Und da war ich so fasziniert von der Musik, wie ich gedacht habe, das muss ich doch machen. Und ja, dann ist es ja immer so, wie geht der Sänger, ich will auch gerne Sänger gehen. Dann ist es dann froh, wie möchte ich das? Ja, genau. Die viel froh und wir sind nicht, wie weit wo. Und, ja, da habe ich dann eine Karriere gehabt, das war zu Monrich an der Klensch, dass da so eine Talentshow war, wo ich dann da konnte singen. Da habe ich mich da dann gemeldet. Und ja, das war am Anfang dann mein erster Auftritt, den ich hatte. Das ist ja schon weit über 20 Jahre hier. Ne? Ja, den heutigen CD, den kann natürlich gewonnen von Patrice Has. Für allem muss ich SMS können schreiben, gell? Also nicht telefonieren, SMS schreiben. Wie heißt da den CD?
die könnt nämlich schon gewannen. SMS daran an dann eventuell mal de beste Chance, da könnt ihr den CD gewannen. Voilà, ich meine, das war ja richtig so, gell? Ja, das war tipptopp, ja. Voilà. Es so dello vielmals Merci, dass du das Studio kommst. Kontaktadressen, die wirst du alle Gute für allen Vereine, auch Privatleit. An der Patrice gebe ich einfach so mal viel Erfolg an Zukunft, gell? Muss merci. Und dann die nächsten CD könnt ihr eigentlich mal doch. Ja, ich denke schon, ja. Ja, ich dich kennen. Also, was ganz sympathisch gibt, so, du musst das schon, gell? Ja, ich werde das schon machen. Okay, an dir bei einem Fernseher ist ja schon gut noch ein vielmals Merci, dass ihr die Sendung hier geguckt habt. Wir gehen an der Wand daran, gell? Brrr, geht drüben so die Ofenten, wo ihr ganz froh aus Fernsehen zu gucken. An der selber, der hat irgendwie etwas gemacht am Leben, was irgendwie interessant ist, am Fernsehen zu weisen. Das ist eine Society, eine Firma. Tut irgendwie etwas für der Sotheit, das will mir gerne ein Fernsehen auch ausgestrahlt kriegen, muss aber natürlich für gefilmt gehen. Und dafür geht es ja pro Sound an Medien. Das sie mehr ganz einfach uns zu kontaktieren, da kriegt ihr alle Informationen, wie das funktioniert. Voilà, ich gebe das so, vielmals merci, dass ihr noch geguckt habt. Also ganz einfach, Adi, bis zur nächsten Kehr.